Uschi führt sie auf, als wir eine gampsige Flietschen und lässt sie vom Thomas stopfen. Aber am anderen Tag kriegt's kalte Füße und beicht es ihren Alten. Und der mag aber nix von ihrer Herren, sondern kommt heim und schmeißt den Thomas aus und ist eiskalt zu ihrer und ruft seinen Apfikaten an und möchte den anderen auch vom Geschäft ausschmeißen. Aber der ist halb nur scharf auf die Uschi. Der Sarah, sein preisischer Onkel, möchte ihrer als Spätkämmer austreiben und steht alle Uhren um 1:04. Und sie fällt drauf ein und pflanzt ihm dafür recht. Der Fanny, sein Vater, jagt als Schultel von Wirtsgarten in die Luft. Und wegen den ruckt mit dem Gregor zusammen. Aber danach reden sie wieder miteinander und möchten alle zwei mit einem Gummiseil von der Isarbrücken runterhupfen. Wie es aber so weit ist, kriegen sie Muffesausen, ziehen einen Schwanz ein und trauen er nicht. Statt den möchte nachher der Gregor mit seiner Alten runterhupfen. Der sein preisischer Stiefsohn ist hinter ein Weibsbild her. Aber die ist ein Bücherwurm und möchte mit ihm über ein Buch reden. Drum verspricht er der Uri, dass er alle Matratzen ausklopft, damit das ihm verzapft, um was das in dem Buch geht. Er kommt aber zu spät zu den Rendezvous und das Mädel ist schon weg. Als Hummerl ist's gut müde und kann nicht Nein sagen. Und drum trifft sie sich gut auf, dass ein wen Zand kriegt und's Mai nicht aufkriegt und niemand etwas zusagen kann. An Rolli, sein preisische Gspusi, schaut auf den Lorenz sein Hund auf und verzirkt ihn recht dabei. Die Lansinger kriegen bald einen neuen Pfarrer. Aber vor dass der Alte endgültig in die Renten geht, kommt er dahinter, dass das Messgewand auf und auf von den Motten da fressen ist